Da muss ich noch ein bisschen üben. Ja. Im bereits 7. Film in der Franchise von Fast and the Furious geht es darum, dass Jason Statham spielt den Bösewicht. Er ist der Bruder von Owen Shaw, der im Teil 6 von der Gruppe um den Dom Toretto besiegt worden ist. Man hat zwar gemeint, er ist gestorben, ist aber trotzdem nicht. Er liegt jetzt im Krankenhaus und eben der Jason Statham möchte jetzt seinen Bruder rächen. Die Fast and the Furious Filme haben ja nie gross auf Logik gesetzt. Ich meine, wenn man von einem Panzer auf ein Auto kann springen und von einem Auto fliegend von einem anderen aufgefangen wird in der Luft. Das ist alles möglich bei Fast and the Furious und das, finde ich, macht die Filme irgendwie sympathisch, weil sie versuchen nicht realistisch zu sein, sie versuchen nicht logisch zu sein. Es ist einfach purer Spass und das ist auch Fast and the Furious 7 absolut. Definitiv. Fast and Furious 7, könnt den Film nicht schauen, wenn ihr auf Logik aus sind. Vor allem nicht, wenn ihr euch nach jeder Szene hinterfragt, hey, ist das überhaupt möglich? Es geht gar nicht. Es geht nicht. Es geht sehr vieles in dem Film nicht. Aber ich glaube wirklich, das ist nicht der Schwerpunkt, dass man versucht, das hinterfragen oder dass es um Logik geht. Der Film ist wirklich ein Film zum Spass haben. Neu übernommen hat die Fast and the Furious Serie der James Wan, der hat vorher eigentlich noch Horrorfilme gemacht, und zwar The Conjuring, Insidious und der erste Saw-Film. Der macht das wirklich gut. Das ist sehr erstaunlich gewesen, auch für mich, dass ein Horrorregisseur so gute Arbeit leistet mit so explosiver, schnell Hochtempo-Action. Und das macht er wirklich gut. Er hat ein paar neue Sachen, die er einbringt. Das eine gut, das andere nicht so gut. Und zwar, was er gut macht, finde ich, er bringt wahnsinnig viel Dynamik in seine Einstellungen. Es bleibt kaum eine Kamera auf dem Stativ stehen, ohne dass sie sich bewegt, ohne dass sich etwas dreht oder so. Andererseits hat er die Kampfszenen wahnsinnig schnell geschnitten und man sieht nicht wirklich, was los ist. Und das finde ich persönlich recht schade. Aber trotzdem im Großen und Ganzen ist die Action sehr überzeugend. Kampfszenen, aber genauso auch wie die Verfolgungsjagden mit den Autos, die sind extrem gut gelungen. Vor allem die, weil dort verzichtet er auf die schnellen Schnitte, weil dort muss man auch nicht kaschieren, dass vielleicht ein oder andere Schauspieler nicht so gut kann kämpfen. Die Stuntfahrer, die können fahren und das sieht man und das ist wirklich cool zum Schauen. Der letzte Akt vom Film, beziehungsweise die letzte halbe Stunde, die ist dann doch ein bisschen ermüdend, weil es ist einfach Action, Schlag auf Schlag, Explosion, Schiesserei, Schlägerei, Verfolgungsjagd, unlogisches Zeug, ganzen Haufen Kabis eigentlich, wo läuft. Und das habe ich dann ein bisschen ermüdend gefunden mit der Zeit. Irgendwann so, ja, das ist jetzt dann etwa gut. Die ganzen Schauspieler, die wissen ja langsam etwa, was sie machen müssen. Ich meine, der Paul Walker und der Vin Diesel arbeiten schon seit über 10 Jahren miteinander an diesen Fast and the Furious Film. Dann seit dem 5. Teil sind auch noch Leute wie der Ludacris dabei oder der Tyrese Gibson. Und The Rock. The Rock ist leider sehr kurz nur in diesem Film, was ich sehr schade gefunden habe. Auch ich finde, dass The Rock eigentlich seit dem 5. Teil, seit er dabei ist eigentlich der grösste Gewinn in dieser ganzen Serie. Er bringt so viel Charisma und so viel Witz auch in die Szene. Jedes Mal, wenn er drin ist, er stiehlt die ganze Szene. Einerseits natürlich durch seine physische Darstellung. Der Typ ist ein Kasten. Er ist riesig. Er ist riesig und ihm zuzuschauen, wie er Jason Statham verhaut. Aber der Jason Statham natürlich auch ihn. Es ist ein riesen Spass, das zuzuschauen. Neu dabei ist der Jason Statham als Bösewicht. Und der Statham ist auch, der Typ hat einfach Charisma, das ist einfach eine coole Sau. Aber auch er kommt ein bisschen zu wenig vor, dass er wirklich als Bösewicht sich kann etablieren. Allgemein finde ich, dass die Chemie zwischen den einzelnen Charakteren sehr gut funktioniert hat in dem Film. Wie gesagt, der Paul Walker und der Vin Diesel, dass die als eingefleischtes Team oder Duo funktioniert, weiss man. Auch der Tyrese Gibson, der Ludacris, Michelle Rodriguez, die jetzt seit dem 5. Teil fest dabei sind. Und die Chemie funktioniert wirklich sehr gut. Ich finde es auch cool, dass sie immer miteinander ein bisschen witzeln, dass sie sich gegenseitig immer ein bisschen fertig machen. Es wirkt nie wirklich aufgesetzt, es wirkt immer sehr spielerisch, sehr freundschaftlich. Und das macht, ich glaube, auch ein bisschen seit dem 5. Teil den Charakter von dem Film aus, dass sie wirklich als Familie, als Team sehr gut funktionieren. Der Paul Walker ist mitten in den Dreharbeiten eigentlich unerwartet und überraschend verstorben. Sein Abschied wird wahnsinnig schön gehandelt. Das ist nicht irgendwie auf Tränendrüsen gedrückt oder so. Es ist sehr, sehr subtil, aber wirklich auch schön gemacht. Ich musste jetzt nicht irgendwie ein Tränchen vergiessen oder so, aber es ist schön. Ich hab's cool gefunden, hat man es so gemacht, wie man es gemacht hat. Der 7. Teil fügt sich nahtlos in die Fast and the Furious Reihe rein. Es ist spassige Action, schnell geschnitten, schnelles Tempo. Figuren, die gut miteinander funktionieren, der Chemie unter den Schauspielern, der seinesgleichen sucht. Er ist am Schluss zwar ein bisschen überladen und es passiert ein bisschen zu viel. Und die Geschichte ist eigentlich völlig belanglos. Aber wenn man das kann ausblenden und nicht auf Logik aus ist, dann sollte man sich den Film unbedingt anschauen.
Mir hat er ein bisschen weniger gut gefallen als der 5. und der 6. Teil, obwohl mit dem Jason Statham eigentlich ein cooler neuer Bösewicht da ist. Aber ich glaube, da bist du anderer Meinung. Ja, ich finde den 7. Teil nicht unbedingt besser oder schlechter als der 5. oder 6. Teil. Von der Action her finde ich jetzt den 7. Teil eigentlich am besten, weil er bietet sehr viel Action, auch mit der dynamischen Kamera, die sich eben der Action ein bisschen anpasst, wenn sich jemand dreht, dann dreht die Kamera mit. Er hat extrem viele Logiklöcher, er hat ein paar Sachen, die typisch Fast and Furious mäßig total dämlich sind, wie zum Beispiel der Dom Toretto, der bei einer Hochzeit ein Tanktop anhat. Ich meine, das sind Sachen, für das steht Fast and Furious und für das muss man es auch irgendwie gerne haben. Ich denke auch, wenn du Fan bist von Paul Walker, kommst du einen sehr rührenden Schluss über, der wirklich ihm einen schönen Abschied bietet. Wie immer ganz grosses Dankeschön an euch, dass ihr das Video angeschaut habt. Falls ihr den Film schon gesehen habt, was ist eure Meinung darüber? Was ist euer Lieblingsfilm in der Fast and the Furious Reihe? Gebt uns doch einen Kommentar und gebt uns ein Like. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr uns doch abonnieren. Wenn es euch nicht so gefallen hat, dann könnt ihr uns doch gleich abonnieren und wir sehen euch beim nächsten Mal. Im jetzt bereits 7. Teil in der Fast and Furious Franchise geht es um Rache. Yeah! That's it. Kommen wir zum Fazit. Ja. Michael Bay. Jetzt ist mir gerade das Hirn zu den Ohren ausgeschmolzen. Wieso?